Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Heute sind wir wieder alle beieinander, die drei lustigen zwei. Kani, servus. Servus. Habidere, Corby, grüß dich. Ja, hallo. Servus. Kani, Entschuldigung, jetzt habe ich dich abgewürgt. Mir geht's super, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Wenn ich euch zwei Hübschen sehe, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Das ist wie heimgekommen. Sehr schön, sehr schön. Das ist wir haben quasi vorbereitet fürs Fest der Liebe so quasi, oder? Wenn wir uns alle so gern mengen. Ja. Gute Stimmung ist. Corby, dir geht's auch gut, oder? Meinst du Halloween oder meinst du wirklich schon die Weihnachtszeit? Also laut dem Film, den wir heute besprechen, beides ein bisschen, oder? Wir haben auf jeden Fall die Freude gehabt, dass wir mir 14 Tage vor dem deutschen Start im Fright Nights Filmfestival im großen Finale Terrifier 3 schon singen haben dürfen. Yeah! Voll geil. Und Richtig geil. Der Pöbel kommt jetzt dann quasi erst Ende Oktober dran. Lächerlich, da möchte ich den gar nicht mehr singen um die Zeit. Ja, und wir kommen jetzt zu den Erleuchteten. Und der Conny darf uns jetzt so schnell erzählen, wo es in Terrifier 3 eigentlich geht. Prinzipiell das gleiche wie die ersten Er hat eigentlich keine Geschichte. Eigentlich nicht, nein. Der Clowny rennt wieder umeinander und schlachtet. Leid ab dir über den Weg laufen. Es ist scheißegal, wer du bist. Du wirst gemeuchelt. Es wird natürlich ein bisschen auf die Story vom zweiten Teil nur eingegangen. Also wir sehen jetzt Sienna wieder, die das Trauma von, wie lange ist es her? 6 Jahre später oder 5 Jahre später ist der dritte Teil noch weg vom zweiten, oder? 5, glaube ich, oder? Ja, Ich glaube auch 5, ja. 5 Also auf alle Fälle haben wir einen Zeitsprung und Sienna war im narrischen Haus und der Bub wird ihr Bruder geheißen. Weiß ich nicht mehr, ihr wisst wieder, wen ich meine. Jonathan, oder? Jonathan mit F, genau. Der ist mittlerweile an der Uni und studiert und die Sienna kommt raus von den Narischen heim zu ihrem Onkel und ihrer Tante und sollte da dann wohnen, aber da hat sie die Rechnung ohne den Art gemacht. Der ist da nämlich, der hat da noch eine Rechnung offen mit ihr. Und ja, wir haben noch mal einen Zeitsprung, auch noch mal zurück, wo wir dann genau sehen, wie es nach Terrifier 2 weitergegangen ist. Warum es den überhaupt noch gibt. Weil wer Terrifier 2 gesehen hat, weiß ja, da war ein bisschen was weg von seinem Kopf. So ziemlich der Ganze. Genau, und wer so brav war und in Terrifier 2 sitzen geblieben ist, hat auch die Post-Credit-Scene dann gesehen. Genau, dass der Kopf wieder ausgeschissen worden ist. Ja, und während der Weihnachtszeit, ja, rumpelt halt dann der Arthur Clown rum und meuchelt halt wieder umeinander. Auch im Nikolauskostüm, wenn es passiert. Wir haben auf alle Fälle ein Nikolauskostüm, genau, er schaut gut aus als Nikolaus, steht er. Habt keine Angst, Leute, das kann alles nur auf Terrifier 4 rauslaufen, weil das Ende ist schon so gemacht, dass man noch mehr Last, wo mit Blut wohl irgendwo hinfahren müssen, weil Blut läuft da schon ordentlich aus der Leinwand. Ja, ist ein richtiger Mittelfilm, weil der zweite hat im Endeffekt schon mit einem Cliffhanger aufgehört und der ist ja auch wie das Ende sehr offen. Und ich weiß nicht, ob der Damien Leone schon einen richtigen Plan hat für eine Art. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hangeln sie irgendwie, glaube ich, von Film zu Film, so wie das mir da vorkommt. Also storytechnisch, du hast jetzt schon sehr lang Story erzählt, weil ich glaube, so lange dauert ist die Story im Film eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich war der Pitch war kürzer als meine Ausführung jetzt, aber ich habe mir gedacht, ich mache es ein bisschen langsamer und damit wir ein bisschen Zeit brauchen, weil sonst dauert die Folge eine Viertelstunde. Ja. Ich habe irgendwo gedacht, dass ich aufgeschnappt habe, dass es nach Terrifier 4 Schluss ist, aber ich habe auch schon öfter gelesen. Ich habe jetzt 4 oder 5 gehört, das heißt, es werden noch höchstens 2 Filme. Ja, ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass nach dem 4. Schluss sein soll und dass er schon eine Idee hat, wie das fulminant enden kann. Das habe ich jetzt schon in 2, 3 Dinge gelesen von ihm. Okay, dann habe ich mir das doch nicht eingebildet, weil ich habe jetzt versucht, das auch in der Vorbereitung nur mal ein bisschen zu ergoogeln, aber bin da auf relativ wenig gekommen. Jetzt hat die Seiten gesucht, wo über deine komischen Fake-Titel für kommende Filme drinstehen. Du meinst Google. Ladies.de. www.fakenews.de. Trump. Aber Mann, was sagt ihr jetzt im Vergleich zum Zweiter, der wo eigentlich meiner Meinung nach schon sehr stark war? Was sagt's? Wie hat euch der Dreier taugt? Also, mir hat der Dreier besser taugt, vor allem wegen der Länge. Weil die Laufzeit beim Zweier, die ist schon, gerade was halt die erste Hälfte angeht, übel lang. Also hat man schon gemerkt, dass der Damien anscheinend nichts rausschneiden wollte.
Klassischer Brandl. Und sie auch gedacht hat, nein, die Idee hatte ich so und wenn die da 12 Minuten lang erstmal nur quatschen, dann machen die das auch. Ich bin der Chef, ich mach das. Und Ja, aber die unterhalten sich aber wichtige Sachen, sonst kennen sie hinterm Fahren keiner aus. Ja, eben. Das stimmt. Ich hätte Terrifier 2 sonst nie verstanden und Terrifier 3 erst recht nicht. Niemals. Ich bin aber auch wieder Corby, ich sag, mir gefällt auch der 3 jetzt am besten. Ich bin jetzt Team Terrifier 3, weil mir auch die Länge von Terrifier 2 einfach ein bisschen ein Dorn im Auge war. Es ist zwar trotzdem, also es ist ein Nörgeln auf hohem Niveau, da ich sagen, mit Terrifier 2 mittlerweile, jetzt habe ich nämlich auch schon öfter gesehen, und irgendwann fällt es auch gar nicht mehr auf, sondern da sitzt einfach da und freust sich darauf, dass er jetzt wieder ein bisschen Gulasch macht. Ja, ich habe ein paar Kritikpunkte eben auch an dem Film, aber da haben wir wirklich, wie du sagst, beim Nörgeln auf hohem Niveau, also wieder Riesenspaß gehabt. Der Film ist mega schnell vergangen, weil im Endeffekt eine zusammenhängende Geschichte hat der Film ja eigentlich so gut wie nicht. Also man sieht ja wirklich nur die Sienna bei ihrer Family und in Zwischenschnitten sieht man dann einen Art, der eigentlich nur die ganze Zeit irgendwelche Leute umbringt und das läuft sich dann auf das Finale hinaus. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, da kommt doch jetzt bestimmt noch irgendwas werden sie uns doch noch sagen wollen. Na, es geht einfach so dahin. Aber wie gesagt, das ist alles Wahnsinn. Also splattertechnisch ganz groß. Das ist einmal das Wichtigste jetzt, wo so die Reihe neben dem ikonischen Clown ja eigentlich auszeichnet, die ganze Splatterei. Und da gibt's wieder einiges. Und da möchte ich fast behaupten, ist er sogar noch grafischer als der Zwarer. Was meinst du? Grafischer schon, ja. Das Einzige und an die Damen und alle, die sie dann stören, die dürfen jetzt gerne uns dreckig beschimpfen als Chauvinisten und was weiß ich. Es fällt halt schon auf, dass die gute Sienna viel mehr O hat im dritten Teil wie im zweiten. Das stimmt. Das ist schlecht. Es ist aber auch nicht mehr Halloween. Sie ist ja nicht mehr verkleidet. Ja, es ist sogar Weihnachten gewesen. Es ist Weihnachten, sie muss einen Weihnachtspulli an. Das ist ja Ja, eiskalt. aber das ist doch ihr Engelrüstung. Das ist ja kein Kostüm. Jo, die hat sich im Zwarer als Kostüm hergekriegt. Das ist Ja, erst ja, Aber wir wissen doch alle, dass das eigentlich ihre Rüstung ist. Geh doch auf Pornhub, wenn du die ganze Zeit nur Kacheln singen möchtest. Was ist mit dir? Da gibt's gekacheltes. Also, aber es gibt Ja, anderweitig Mike ist aus dem noch Konzept gebracht worden. nackige Mädels gibt's ja anderweitig da noch zum Singen, die auch nicht kreislich ist. Also, Corby, ich glaube, du hast ein bisschen was hast du schon noch zum Singen gekriegt, oder? Corby interessiert doch mehr die Typen. Okay. Und jetzt Splattertechnisch muss ich den eine Sache sagen, wie gesagt, Nörgeln auf hohem Niveau. Es war halt im Zwarer noch so, dass man dann sagt, okay, man sagt jetzt den ganzen Menschen und von dem wird jetzt ein Stückchen rausgeschnitten, der wird zusammenpatzt oder irgendwas. Und diesmal ist wirklich so, dass man die Gesichter sieht beim Schreien und dann siehst du eine Großaufnahme von der Wunde oder von dem Teil, das gerade bearbeitet wird, aber dass du einmal ein Close-Up hast von dem ganzen Ding, von dem Menschen, dem gerade was abgehackt wird oder irgendwo so. Sowas hat man ganz selten. Also es sind immer wirklich so Set-Pieces, so kleine, da hält die Kamera drauf, da wird dann ein Mensch abgescheit, weggeschnitten, irgendwas zerhackt, aber den ganzen Menschen, wenn das passiert, sechst nicht. Das fand ich ein wenig schade. Ja, beim Anfang die eine, die da mit der Hacke einen Arm abschluckt, da meine ich sechster bei im Ganzen. Okay, ja, aber das ist Zwang. Ja, Weil ich sage nur Beispiel Nikolaus. Beispiel Nikolaus, da siehst du nur immer diese großen Close-Ups, aber dass du mal sagst, dass du mit den ganzen Stuhl siehst oder irgendwie so, das ist dann eher. Ja, du hast aber gesehen, wie voluminös das der Nikolaus war. Da haben sie wahrscheinlich kein Weitwinkelobjektiv mehr gehabt. Ah, das stimmt. Deswegen habe ich nicht aufgepasst. Und die am Anfang war recht zierlich. Kane hat schon recht. Einmal können wir Maika recht geben. Ich habe nicht gesagt, dass er falsch liegt. Die Totalen haben schon oft ausgelassen. Wie man ja auch gleich am Anfang was ausgelassen hat, wo ja der große Aufschrei im Internet schon war, wo es gesagt haben, oh mein Gott, in den ersten 5 Minuten passiert eine schlimme Verstümmelung. Und dann, haha, bitte, das weiß doch keiner, ob das passiert. Na, schieben wir es nicht. Schieben wir es nicht. Also ihr bockt. Da können wir vorweggreifen, was mit top. Wow. Mit dem Du Kaufhaus. Sau. Das mit dem Kaufhaus ist das mit top. Da kann ich halt gleich in die ersten 5 Minuten Standing Ovations gemacht. Das ist Genau. aufgestanden. Franzi doch auch. Franzi doch genauso. Oh, leck, ja, ich hab's in der Friday Nights Folge eh schon verzeiht. Franzi ist bei manchen Szenen neben mir gesessen und hat wirklich einen Orgasmus gehabt. Also es war, Und was ich Das hat wirklich mich auch ein geil bisschen schon fand, oft gemacht. Also Franzi. aber diese ganzen Splattereien, es ist halt mega, mega kreativ. Er nimmt mega viele verschiedene Waffen her. Einmal wieder eine Kettensäge und da wirklich auch mal,
wo die Kettensäge richtig zum Einsatz käme, der von die Gängen in die Richtig Vollen. Sie halten voll drauf und das muss man echt zugute halten. Also sie wollten nochmal mit Anlauf den zweiten Teil toppen und ich glaube, also das, was man im zweiten Teil sagt, links einfach nochmal einmal komplett drauf. Und das muss man echt zugute halten. Sie sagen, scheiß auf alles, wir gehen jetzt nochmal so richtig Vollgas. Wobei ich dann gespannt bin auf Teil 4, was man da noch alles sehen möchte. Ich glaube, da hat man dann gar keine Geschichte mehr. Das ist dann bloß noch Gore und Gore. Das ist einfach nur Gore. noch so ein Torture-Raum, so wie bei So. Und er sitzt drin und dann werden, wie bei Hostel, und dann werden gerade noch Leute gesessen und er darf sich dann kreativ austoben an denen. Count me in. Findest du wirklich, dass da irgendeine Szene drin war, die Schlafzimmerszene von Terrifier 2 getoppt hat? Von der Brutalität her nicht. Genau, ihr hättet jetzt auch gesagt, weil es heißt jetzt immer, die Duschszene ist jetzt das 9 plus Ja, Ultra. genau. Aber ich finde jetzt auch die Schlafzimmer-Szene schlimmer, weil die halt die ganze Zeit noch lebt. Also, ich finde es jetzt nicht so grafisch, wie der Mike vorher schon mal gesagt hat. Ich finde zwar schon die Duschszene krasser, weil es halt mal, Genau. ja, eine Kettensäge ins Arschloch rein ist halt schon mal eine Ansage. Und, aber halt, die sind halt relativ schnell hier, die zwei mäusernden Teenager, die da dann ordentlich mit der Kettensäge bearbeitet werden. Aber ich finde, so vom Gedanken her, wenn du dran denkst, die aus dem zweiten Teil, die lebt ja die ganze Zeit noch, während sie mit ihr spielt und dann noch Salz halt und was weiß ich. Also ich fand die, ich glaube vom Gefühl her ist die zweite schlimmer. Ja, Schon, ja. Der zweite ist perfider und der dritte geht eher schon in die Fansblätter-Richtung, weil es so drüber ist. Es ist wirklich jeder Tod aufs Übelste wird sorgt und noch mehr krasser und noch krasser und jetzt meinst du, jetzt ist schon gar und dann macht er noch mal was. Da sagst du, ja, das ist ja schon fast Fansblätter. Das ist ja schon, da sitzt dann schon da mit so einem bläden Grinsen und sagst, und sagst nicht wie beim zweiten, oh, leck, krass. Ja, wenn du sagst, bei der Duschszene eben, zuerst mit Kettensäge sauber ins Arschloch rein und dann umdreht und dann nochmal so Close-Up auf Eier und Schwanz und nochmal eine mit der Kettensäge. Also da kannst du halt eigentlich nur noch lachen. Das kann kein Mensch mehr für voll nehmen. Ja, genau. Richtig. Schön war das. Und vorher noch mit über Titten drüber gefahren mit der Kettensäge. Also damit gleich mal vorweg. In einer Szene wird der Triple Threat fast komplett erfüllt. Das stimmt. Der wird, also das können wir gleich vorwegnehmen. Der komplette Triple Threat, wie nennt man das? Certified. Genau. Certified Triple Threat Fresh. Vollgas. Ja. Ja, ich fand's ja cool mit der Stickstoffkanone da, die er dabei hat. Jason X lässt grüßen. Ja. Sowas haben wir eigentlich seit Jason X, oder zumindest ich habe seit Jason X sowas nicht mehr gesehen, dass einer schön eingebrannt wird und dann wird ihm das Zeug zusammengehauen. Also auch schön gemein. Das stimmt. Allgemein, das ist, ich finde zwar immer noch genauso, wie der Mike vorher gesagt hat, besser wie im zweiten Teil, aber eben dann diesmal mit einem Augenzwinkern, weil er mag schon gescheit foltern. Ja. Also da ist nichts mit, den stich jetzt ab oder macht es schnell, bis auf 1, 2 Ausnahmen, die in den Kopf schießt, aber dann wirst du halt am Stuhl gefesselt und dann wird sie gemütlich mit der Stickstoffkanone an dir gespult, wo die Füße so die Hände zum Gesicht, also unangenehme Sache für die sagen. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen in die Richtung gehen, es spielt ja zu Weihnachten und habt ihr denn irgendwo diese Weihnachtsvibes gespürt? Also ich muss sagen, Gar nicht. echt? Ab der ersten Szene. Ich muss sagen, da war schon viel dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, also tatsächlich, ich hab da schon so diese Weihnachtsvibes und er hat sich ja wirklich verdammt viel Mühe gegeben. Ich glaube, das ist ja das, was der Kani gerade sagen möchte, mit was in der ersten Szene schon gezeigt wird und so. Du denkst halt echt, okay, das ist jetzt wieder so ein ganz klassischer Weihnachtsfilm. Und dann kommt halt auch der Clown rein und sagt erst einmal, na, ihr seid schon bei Terrifier, hallo. Da sind wir ja nicht bei den Griswolds, oder wie haben sie geheißen? Ja, schöne Bescherung. Ja, das war echt eine schöne Bescherung. Ja, er macht ja diesmal auch, also was man halt auch, was glaube ich auch das große Thema ist, bei voll warum sie so geschockt waren, weil ja diesmal auch von Kindern nicht halt gemacht wird. Und das wird auch im großen Stil, ich sage, das ist so eins von meinen Tops gewesen, dass endlich mal ein Drecksbelger durch den Häcksler Halt doch drauf mit werden. deinem Maul. Was ist jetzt das? Gibt's ja nicht. Aber leider Misanthrop. Gottes hat er nur ein Kindanthrop. Leider Gottes hat der Damien Leone gesagt, es ist für ihn so eine Grenze, das grafisch darzustellen. Also man sieht die direkten Kills leider nie.
Leider, ja, ganz leider. Leider. Ganz traurig, ja. Ja, das hat mich schon. Deswegen sind ja ganz viele Leute aus dem Kino rausgegangen. Ja. Also die sind mal, weil ich sind eins von meinen Flops, weil es mit dem Film nichts zum tun hat. Also die Mentalität von manchen Leuten im Kino ist sowieso unter aller Sau. Ja. Das haben wir schon mal besprochen. Wenn die Leute nur zum Fressen und zum Ratschen ins Kino gehen, warum gehe ich dann ins Kino mit meiner Puppe und lutze den Shit zum Essen ein? Warum sitze ich dann in einem Splatterfilm drin und gehe dann noch Stunden, nachdem ich alle Leute auf den Sack gegangen bin mit meinem Scheiß. Aber gut, also ich bin schon lange nicht mehr im Kino gewesen mit irgendeinem Pöbel, der wo sich so aufgeführt hat, aber das, was ich da im dritten Teil da erlebt habe, das war wirklich unter aller Kanone. Reißt sich halt mal ein bisschen zusammen. Liegt daran, dass wir noch keinen Viva la Movie-Illusion Knicke ausgebracht haben. Wahrscheinlich. Ich sag's ja die ganze Zeit, wir müssen einen Knicke für Kinogänger machen. Das kann man machen. Schreiben wir mal auf die Habenliste. Zum Weihnachtsthema und so, also ich fand, dass der Zweier das Halloween-Thema besser transportiert hat wie der Dreier das Weihnachtsthema. Warum? Da waren die ganze Zeit Weihnachtslieder da, Christbaum hat man gesehen, ja, Nikoläuse. und dann so Sachen wie das Christmas-Shopping, da wo es genau gespannt hast, dieses Geschäft, das war einfach nur ausgelegt mit irgendeiner Plane rundum, das war einfach nur Set, das war niemals irgendein Einkaufszentrum oder sonst was, wo man gedacht hat, was ist denn los, wie kann man denn so scheiße ausschauen? Das war wie bei Versprochen ist versprochen, 1:1. Oh ja, ist es wichtig? Ja, natürlich, wenn ich schon die Themen aufwirf, dann muss ich das natürlich überzeugend umbringen. Die Xmas-Party habe ich cool gefunden, also von draußen hat das schön ausgeschaut. Und bei der Tante daheim, die hat sich auch Mühe gegeben mit dem Schmücken und allem drum Da und muss er dran. chinesisch gegessen haben, da schnell. Da gibt's keinen Braten oder so, da gibt's ein chinesisches Essen. Ja, muss gut, ich erst das eine sehr sind geile Szene Amis. für die Anspielung an American Werewolf, wo man quasi noch mehr älteres Opfer vom Art am Tisch sitzen sieht, der die Sienna die ganze Zeit aufhegt. Haben wir gedacht, war geil, das ist wie bei American Werewolf, wo der an sein Spezi kommt und sagt die ganze Zeit, das schießt dich halt. Sonst kann ich auch nicht in den Jenseits gehen. Und dann verfällt er schon die ganze Zeit und so. Und so eine Szene haben wir da auch drin, das fand ich mega. Die sind ziemlich unangenehm, weil es so laut ist. Ich finde allgemein den Sound ziemlich krass, weil, wie ich vorher gesagt habe, man sagt ja leider nicht die Kills an die Kinder, aber dafür... Leider. Ja, müssen wir immer wieder betonen und wiederholen. Das ist ein Edgelord, du bist so ein Edgelord. Das ist Ja, Wahnsinn. ich stehe auf Edging im Bett. Auf alle Fälle fand ich das, wenn der das Kind mit der Axt oder reinrumpelt, das ultra hart, die Zerstückungsgeräusche. Also von der Soundkulisse her ist es auch richtig, richtig übel. Also das brauche ich gar nicht singen. Ich fand das allein durchs Hören und durchs Wissen, was da drüben passiert und mit wem man das macht, fand ich das schon ziemlich hart. Da bin ich bei dir. Ich habe auch die ganze Zeit mitgefiebert mit dem anderen Kind, Ja. wo ich mir dann gedacht habe, oh komm, hau ab jetzt oder keine Ahnung, versteck die, hau ab. Ja, aber dann siehst du wieder, dämliche Menschenkinder sind so ganz dumm, dass sie mal eine halbe Stunde starr im Küchenschrank drin sitzen. Wie blöd kann man sein? Du musst ja jetzt nicht alles spoilern. Die Falle. ist ja essentiell für die Geschichte gewesen. Ja, schon. Wir finden die Darstellung wieder vom David Howard Thornton als Art den Clown. Top. Überragend. So geil. Wie man halt einfach mit so wenig Mimik dann schon umbringen kann, hey, ich bin jetzt gerade lustig. Ja, Macht's doch mit keinem Wort irgendwie dann doch einen Ausdruck zum bringen. Das ist schon super. Also Überragend bei dem Nikolaus in der Bar drinnen fand das war so ziemlich die beste Darstellung für mich in dem Teil. ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Also der David Howard Thornton ist richtig heiß, der ist richtig warm in der Rolle. Ja, man kann sich da wirklich mittlerweile keinen anderen mehr vorstellen. Also das macht er echt hervorragend. Und ich muss sagen, sei Kumpane, weil der Art ist ja nicht immer allein in dem Film. Sie machen diesen Scream-Move, das sagt, okay, vielleicht haben wir manchmal zu zweit und killen wir. Da diese Victoria, die der da dabei hat. Ja, okay, Kruzifix. Die ist ja diesem Pale Girl aus dem zweiten Teil um alles überlegen. Dieses zerschnittene Gesicht und diese Sprüche, die drauf hat. Dann, was sie teilweise macht mit sich selber. Stichwort Glasscherbe und mein arme Muschi. Und also Wahnsinn. Also diese Tussi, die ist so krass. Also die läuft am Art fast einen Rang ab. Auch vom Ausschauen her, vom ganzen Ding, die ist extra übel böse und passt da saugeil rein. Also wenn's da dieses gemischte Doppel machen und so, das steht im Film. Richtig krass. Und wieder genau die Szene mit der Glasscherben und ihr arme Muschi. Leck mich am. Also das ist sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist richtig übel gewesen. Aber glaubt ihr nicht, dass das eventuell auch das Mädel ist vom Zwarer? Das ist das Mädel aus dem Ohrenseil, der die Gesichtshaut abzieht. Das weiß ich. Aber im Ohrenseil war sie ja nur ein normaler Mensch und das ist sie ja jetzt nicht mehr. Also das Pale Girl, das ist ja, sag mal, im zweiten Teil, das ist sein erstes Opfer gewesen.
Das wird dann irgendein Zeitungsartikel oder irgendwo, man sagt das, also das war quasi sein erstes Opfer. Ehrlich, das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Das nächste Mal habe ich einen Mike-Style am Kopf wieder in der Chipstüten drin gehabt anscheinend. Ja, da habe ich mir aufgeschaut, ganz voll Bresel. Ja, ich gar nicht, ich habe nur eingesaugt, wie der Staubsauger. Okay, ich hab gedacht, das ist die Terrifier überlebt. Ja, aber das Pale Girl ist das kleine Mädel aus dem zweiten. Ach so, Das war der Mike jetzt, genau. Sorry. Ja, stimmt. Habe ich auch bestimmt gewusst. Aber die hat er sich doch die ganze Zeit nur eingebaut. Ja. Yep. Genau. Und ich vermute, dass der ihr böser Geist, was weiß ich, der wahrscheinlich schon irgendwie existiert, in die Wiki rein ist und dadurch die Wiki halt jetzt auch kein normaler Mensch mehr ist. Ich glaube auch, dass es in die Richtung Besessenheit geht oder irgendwie so. Aber glauben wir es nichts wissen, vielleicht wissen wir es dann, wenn wir Terrifier 4 singen. Glauben kannst du in der Kirche, gell? Glauben kannst du in der Kirche. Da sind wir jetzt nicht da. Alter, ja. Wir sind aber nicht Viva la Kirche-Illusion. Wir haben ja auch schon ein paar Hinweise gesehen, wo Terrifier 4 hingehen kann und ein paar haben nach dem Kino ja gleich gesagt, oh, das schaut ganz, ganz stark nach Hellraiser aus. Ja, die Szene, wenn er so da steht, ist sowieso eine richtig geile Hommage an Hellraiser für mich gewesen. Ja. Wenn er da ein Jesus Wept, oder? Hat geheißen. Genau. Das war richtig geil. Ich bin gespannt, ob dieses Übernatürliche, das man da jetzt mit reinholt, ob das im 4. Teil aufgelöst wird, das befriedigend ist. Ich habe es irgendwie cool gefunden, dass man jetzt sagt, okay, der Arte er wird zwar wiederbelebt und so und das haut hier, also wie beim 2er und er macht einfach weiter, aber das, was man jetzt da aufmacht, das Fass, das ist schon ein großer Brocker und ich bin echt gespannt, wie es das auflösen. Sie haben auf alle Fälle wir haben ja schon einen kurzen Einblick so in diesen Artstyle, den eventuelle Höllenszenen oder so kriegen könnten. Ja. Also die Richtung da schon mal passen, weil ich fand die mega geile Szene. Also mit dieser Marienfigur im Hintergrund und dem Dämon, der ausschaut wie einer von die Urukais. Also der Stimmt, Style der hat mir schon mal richtig gut gefallen, der Style. Da habe ich richtig Bock drauf. Also, aber ich möchte jetzt auch ein wenig, also für mich darf jetzt nicht überhand nehmen. Es soll halt überwiegend soll jetzt so bleiben, halt dann vielleicht ein paar so übernatürliche Nuancen, damit man das ein bisschen erklärt. Aber ich möchte jetzt halt nicht, dass man dann, was weiß ich, den halben Film in der Hölle untereinander, außer es ist geil gemetzelt, dann ist wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt einen Wunsch äußern darf, dann machen wir bitte das schön ausgewogen. Ja, so ist es. Und dann sollte man vielleicht noch was? ein wichtiges Detail, weil ihr fragt sich jetzt bestimmt, ja, aber glaubt ihr überhaupt, dass der 4. Teil rauskommt? Wie kann denn das sein? Glaubt ihr, dass der überhaupt erfolgreich ist? Wo lebt's denn ihr? Wie soll denn der erfolgreich sein, wenn es zu der gleichen Zeit Joker 2 läuft? Den Clown wollen alle singen. Das ist der Clown, den alle singen wollen. Und singend. Genau. Na, das Ding ist ja noch gar nicht bei uns in Deutschland angelaufen, aber nichtsdestotrotz hat er schon über 43 Millionen zum Stand jetzt eingenommen, bei einem lächerlichen Budget von 2 Millionen. Cool. Machen wir 4 draus, einfach nur so, zwecks der Gaudi. Mach 5. Dann ist es, okay. Ja, voll krass. Also Wahnsinn, ich bin da gespannt, wo der dann enden wird, Boxoffice technisch. Ich find's so toll. Ich finde es so toll, dass ein Independent-Film einen Multimillionen-Blockbuster in den Sack haut. Also das ist wirklich Wahnsinn. Allergrößten Respekt vor Damien Leone und vor dem ganzen Team. Das ist Wahnsinn, was die da jetzt auf die letzten Jahre aufgestellt haben. Und weil ich habe letztes Mal wieder eine Diskussion gehabt, die sagen, ja, und der Art wird niemals in einem Atemzug mit Freddy und Jason genannt werden. Nee, jetzt schon. Wir haben ja schon, das ist schon spät. Es ist schon soweit. Teilweise, wenn es irgendwelche Auflistungen sagst, dann ist der Art vor alle anderen. Also, er ist momentan dieses Medien-Ding überhaupt. Also, der ist so praktisch, in meinen Augen ist das die Slasher-Figur unserer Generation, die anderen damals mit Freddy, Michael Myers, Jason Leatherface gehabt haben. Ja. Also lasst uns den ist Penner. Und da, wo andere Leute gescheitert sind mit Headshot oder so, was du sagst, das ist nie so geworden, dass ja eher die Budgets noch kleiner waren bei den späteren Filmen oder so, obwohl der Victor Crowley auch eine coole Figur war. Voll aber geil, da können es alle nicht hinschmecken. Also das ist wirklich momentan der heiße Slasher-Scheiß. Bin ich dabei. Und zu Recht. Absolut zu Recht, weil sowas Geiles haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wie könnt ihr euch erklären, dass Art der Clown auch bei Kindern so gut ankommt? Ja, weil er so fröhlich und freundlich ist. Schon. Der verteilt Geschenke, der holt ein Tier auf. Ich glaube, dass das, also meinst du jetzt im Filmuniversum oder meinst du in der Realität? In der Realität. Also ich glaube, dass ist das ganz frei an TikTok hängt. Ich weiß, ich habe mit einem Lehrer geschmatzt. Grüße gehen raus.
du weißt, wer du bist. Und der hat eben auch gesagt, durch diese Generation TikTok und so, die scrollen durch und dann kommen Trailer oder Clips oder sonst irgendwas. Und dann heißt es zwar krass, was ist denn das? Und ja, Pennywise ist halt Pennywise, aber der schaut ja wirklich creepy aus. Und bis du schaust, kennen auch die Jungen an Art. Und Horror hat ja schon immer auf Leute Faszination ausgewirkt. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass auch die Jungen den mittlerweile schon kennen. Ja. Ja, wir sind ja mit der verkleideten Franzi durch die Mall gegangen, da in Pasching. Und Franzi war eben Art der Clown und da waren schon einige Kinder, die gar nicht mehr gewusst haben, was sie jetzt sonst zuschauen sollen. Ja. Die sie beim Essen draht haben und haben sie dann eine Pommes in die Ohren reingesteckt, verlaut das nachschauen. Voll geil. Da werden einige Eltern daheim noch was erklären haben müssen. Ich glaube auch. Der Kasperl. Ja, gut. Dann, bevor wir zum Fazit gehen, Kaudi, ich glaube, du hast eine Aufgabe dabei, oder? Ja, genau, ich habe eine Aufgabe dabei. Wir haben ja die super coole Spur jetzt eingeführt, dass jeder dem anderen immer eine kleine Aufgabe stellt, wo es an dem Film ändern darf und derjenige darf sie, egal wo es, er darf es ändern, wie er möchte. Und mich da interessieren, Mike, was für ein Werkzeug statt einer Glasscherbe hättest du noch geiler gefunden bei der besagten meine arme Muschi-Szene? Weil er gerade in den Szenen, oder ich glaube, da wo das war, in diesem Haus, an ganz viele Ratten rumgelaufen. Ich hätte es geil gefunden, wenn er sich einen Ratzen reingeschoben hätte. Oh, leck. Ja, vor allem, den hätte er ja vorher noch eingefroren können, wie das ja, er hat einen Ratzen eingefroren. Wo leck, das war super, das war aufgesteckt. Ja, stark. Und dann machen wir jetzt, weil wir sind ja ich hab den Scheiß angefangen. Ja. Ich beende ihn nur. Das passt schon so, ich find's gut, also super, ich darf es mal anschauen und wichsen dazu. Oh Gott. Und weil wir Profi-Podcaster sind, machen wir daraus aus dieser Aufgabe jetzt einen Call to Action. Also haut uns in die Kommentare also die gleiche Antwort, die Antwort auf die gleiche Frage, wo es jetzt ist, wenn ihr das Terrifier 3 schon gesehen habt, statt einer Glasscherbe oder einer eingefrorenen Ratz hergenommen. Geil. Niveau, wo bist du? Das ist einfach nur ein kreatives Brainstorming. Das ist einfach nur, was meinst du, wie die das gemacht haben, als die Szene ausgeflaschelt haben? Gelacht haben's. Ja, natürlich. Genauso wie wir es als Kontakt sind. Was ist das für eine gestörte Scheiße? Ja, aber nur mal ganz kurz, bevor wir zum Fazit kommen, diese Szene dann quasi in diesem Haus, die fand ich mega, wo man dann eben sie sagt, diese Victoria, die sich quasi dann zum Schlaf legt in dieser Badewanne und so, die schaut ja so schon so krass, also dann, wenn man dann sagt, wie eingewachsen die dann der Badewanne ist, so wie es in der Siffe drin sitzt, cool. Und der Art dann in diesem Schaukelstuhl und so, mega creepy. Also die Damien Leone, meine ich, weiß genau, wo er mit seinen ganzen Kreaturen hin soll und was die Leute geil finden. Und ich finde es auch wirklich geil. Er triggert bei mir genau das, was ich mag. Also, zum Fazit. Sehr schön. Sehr schön. Kani, Fazit. Top und Flop. Ich kann es jetzt einfach mal sagen, mein Top ist, dass Kinder draufgehen und mein Flop, dass man es nicht sagt, aber das war ein bisschen, das haben wir jetzt eigentlich in der Folge schon gesagt. Mein Top aus dem Film ist wirklich diese asoziale Glasscherben-Szene, von der wir vorher geschmerzt haben. Also nicht gerade das eine, sondern auch das Drumherum, wo er den anderen dann im Kopf noch hat und alles. Also ich finde die Szene, dieser Splat-Effekt, den fand ich ultra krass geil und dann halt noch ihre Reaktion daneben mit der Glasscherben. Das war das alles ist so abgefuckt asozial, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, das ist mein absoluter Top von dem Film gewesen. Und mein Flop in dem Fall ist, dass man das Pale Girl nochmal gesehen hat, weil ich fand's Pale Girl cool. Die hat mir einfach taugt im zweiten Teil und da hoffe ich zumindest auf den vierten Teil, dass wir es nochmal wieder sehen dürfen, weil, ja, wie gesagt, Pale Girl, Daumen hoch. Was sagst du dazu, Corby? Mein Top ist die Weihnachtsmann-Szene, also da, wo er in der Bar ist und alles, was er da drin erlebt, also das ist einfach nur geil. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mein Flop, das ist mir während dem Film die ganze Zeit dann gekommen, der Jonathan, der nervt mich und der schaut einfach aus wie der Steve von American Dad. Ja, stimmt. Und zwar übel krass. Also das ist Wahnsinn. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht euch spoilern, aber sagen wir mal, wenn jetzt der bei einem vierten Teil nicht mehr dabei ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. Wobei er diesmal nicht so nervig war, finde ich, wie im zweiten. Ja, er hat ja bloß eine Viertelstunde Screentime, wenn überhaupt. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja.
wenn er da war, dann war er schon nervig. Weißt du, da hat er mal eine, die total auf ihm steht hat und die unbedingt was mit mir will und dann, So dumm, oder? Ja, das geht gar nicht. Voll. Wir Normal Halloween lässt man Ends. Ja, genau. Normal lässt man seinen Deppen überall hängen, sobald man nur einen Funken Nein, vor was der ich- Chance hat. Der Film möchte mir suggerieren, dass der Typ anscheinend auch immer noch einen psychischen Knacks hat, aber sie hat 5 Jahre lang anscheinend in der Klinik müssen und er nicht. Er hat studieren dürfen. Der ist ja klar, er ist ein Mann. Wir können mit so einem Fall besser umgehen, wir verdrängen Ja. einfach. Du hast keine Depression. Genau. Mein Flop war diese Erklärung oder der Anschluss an Teil 2. Da wo immer eben bestimmte Sachen, die im Zwarer wieder Zwarer geendet hat mit dem, dass die eine den Kopf gebiert und das Pale Girl tragt dann auch seinen Kopf davor und so Sachen. Und so wie das dann aufgelöst wird, macht das ganze Ding eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das fand ich blöd. Also ich sag nur dann, das in der U-Bahn mit dem anderen Kopf auf und so. Also dann bestimmte dann, warum trage ich den Kopf dann weg, wenn ich ihn dann wieder brauche und so. Das fand ich blöd. Da habe ich mir gedacht, Vielleicht kriegen wir im 4. Teil einen zweiten Art. Dass sie baut den Kopf auf einen anderen Körper auf und auf einmal haben wir 2 Arts und dann gibt's ja so ein Freddy vs. Jason Face-Off, gerade mit 2 Arts. okay. Da gibt's ja diesen geilen Alien-Film, wo sich der allerweise neue Köpfe aufbauen muss, weil die Köpfe verwesen dann und so. Und da muss er wieder irgendeinen anderen Menschen einen Kopf abreißen und dann muss er sich selber wieder draufsetzen. Wie heißt der? Ja, The Borrower. The Borrower. Geil. Und mein Top war, ich fand's so geil, es war natürlich jetzt ein Klischee, wenn ich sage, diese Kettensägen Badezimmer-Szene. Ja, Aber das klar. sage ich nicht. Aber ich sag, nachdem er seine Arbeit verrichtet hat, macht er einen Schneeengel, Schrägstrich Blutengel in Ja. diesem Bad. Und das fand ich so geil, weil er wirklich dieses Weihnachtsthema zeigt er da wirklich voll geil durch. Er mit dem Weihnachtskostüm liegt in dieser Lache aus Blut und Eingeweide, liegt am Boden und macht wieder ein kleines Kind da einen Schneeengel. Und das fand ich geil, da habe ich voll gelacht. Das war super. Und ja, wie gesagt, also diese ganzen Art der Clown-Szenen, ich kann mich an dem Typen nicht satt sehen, er ist so geil, mega. Also, von mir aus macht's noch, nicht nur mit 2 Teile, 3 Teile, von mir aus wären es noch 2 Fee. Und in Space von mir aus auch noch. Ich schau mal den Scheiß immer an, das ist Haben wir super. schon lange nichts mehr in Space gehabt. Das stimmt. Wer war denn der letzte? Der Leprechaun, oder? Machete. Oder ist Jason Entweder der nächster Jason oder der Leprechaun, das weiß ich nicht. Einer von den 2, gell? Nein, der Machete ist ja nicht mehr in Space gekommen. Nein. Also zumindest kein ganzer Film. Also glaube ich nur am Ende auch geteasert worden, oder? Dass der 3. Teil Machete Kills in Space war oder so. Und Ach was so. mir stinkt, mir können wir es euch gleich schon sagen, es gibt keine Post-Credit-Scene. Auf die hätte ich mich noch gefreut, weil der Film lässt sich wirklich mit runtergelassenen Hosen und einer halbharten Nudel stehen und dann sagt er, tschüss. Und dann haben wir gedacht, vielleicht, da kommt jetzt bestimmt was. Irgendein so ein kleiner Anspielung an den Vierer oder so geht's weiter oder was weiß ich, aber nix, der lässt einfach so Nix sitzen. kriegen Braucht's wir. nicht sitzen bleiben. Ist ja, außer es wollte diesen geilen A Terrifier Christmas Song hören. Der auch cool ist. Ja. Ja. Ja, super, oder? Wir haben es fast spoilerfrei geschafft. Ja. Wir haben keine essentiellen Elemente der Geschichte gespoilert. Na, wirklich nicht. Also ihr könnt immer nur beruhigt reingehen und vielleicht fallen euch die ein oder anderen Splatter-Szenen auf, die wir ausgelassen haben. Ja, einige haben wir auslassen. Sicherlich, Ich sag nur sicherlich. Teppichmesser. Nein, jetzt sagen wir nicht noch mehr, weil Jetzt sag sonst nichts mehr. Sag Teppichmesser sag lieber, wir haben ja schon mal angeteasert, aber sag einmal den Triple Threat nochmal richtig schön auf. Certified Triple Threat Fresh, da haben wir dritten. Ja. Und Haben wir. falls jetzt irgendeiner den anschaut und sagt, nein, haben wir nicht, doch haben wir schon, die Kettensäge fährt über die Titten. Das ist der einzige Moment, wo man so mit dem Ganzen sagt. Haben wir Trompeten, Ja, auch wieder Kettensägen-Szene. Kettensägen-Szene. Haben wir gesagt, eine Szene, die liefert nämlich ordentlich ab und haben wir tote Tiere. Ja, Ratten haben wir. Einen Ratten, der aber dann leider nicht, wie es der Mike encoded, zweckentfremdet worden ist. Oh Gott, ich komme mir so schlecht vor. Hätte ich es noch gerade nicht gesagt. Du kranke Schwein. Ja, schaut alle 3 Ts, bombengeil, oder? Ja, das ist der Film des Jahres. Das ist wirklich der Film des Jahres. Ja, aber das Einzige, was wir mir ja spekuliert hätten, da muss ich dir jetzt noch schnell fragen, wir haben gesagt, in A Violent Nature hat den Kill des Jahres. Bleibst du dabei oder sagst du, Terrifier 3 hat ihn jetzt abgelöst? Nein, ich muss wirklich sagen, ich bleib bei In a Violent Nature. So muss ja, ich echt bleib sagen. ja. An Kreativität ist der nicht zu toppen gewesen, Ja, finde ich. und dann auch wieder mal, was du sagst, ja, das ist wie das, was ich vorhin gemeint habe, dass man eben nie das ganze Ding sagt und da sagst du wirklich den Körper stehen und dann zückt er das und hin und her. Ich mag jetzt A Violent Nature nicht spoilern, aber ich bin da noch bei In a Violent Nature. Ja, Ja, passt, ja. sehr schön. Corby, du? Gut. Ich auch.
Wunderbar. Wow, drüber Schreibt freut. uns in die Kommentare zum einer, wie würdet ihr die Aufgabe lösen, die der Mike hervorragend mit der Ratz gelöst hat. Und natürlich freut ihr euch auf Terrifier 3, habt ihr es vielleicht schon gesehen und was sagt ihr dazu? Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Abenteuer mit Art, dem Clown. Adventure Time! Ja, gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Set gebauten Einkaufszentrum, Weihnachtsdekorationsset. Boah, das war Ich habe jetzt mal, du sagst, nicht der beste Podcast vom Terrifier, weil da müssen sie auch hin. Nein, ich wollte es jetzt so dumm machen. Okay, hast geschafft. Ja, war zu dumm. Du bist so dumm. Bye, bye. Wiederhören. Servus und habe Ehre.